dass das einzige sei, was wachsen möge. Was dort so ein wichtiger Punkt ist, oder erst einmal, Lebensqualitätsforschung ist im deutschsprachigen Raum fast nicht vorhanden, fängt jetzt erst an, vor kurzer Zeit. Auf der Welt hingegen ist das ein Thema schon lange. Ja, das hat schon angefangen, das hat gerade die Skandinavier und die Amis haben in den 60er, 70er Jahren ihre Wissenschaften dazu begründet und verschiedene Wege gewählt, wo die Amis eher sagen, das subjektive Wohlbefinden steht im Vordergrund, wir fragen die Leute, ob es ihnen gut geht, und die Skandinavier das ein bisschen mehr an den Ressourcen, die den Menschen zur Verfügung stehen, festgemacht haben. Aus meiner Sicht ist beides gleichzeitig von Bedeutung, und das ist eben das, was darum steht. Es muss gehen um die objektiven Bedingungen, ganz klar, aber ebenso um die subjektive Wahrnehmung. Und dann kommen wir zur Frage, tut es den Menschen seelisch gut, wenn sie einen neu gepflasterten Hauptplatz haben, oder gefällt es ihnen besser, wenn wir in einen Kindergarten investieren, in einer Gemeinde, oder wenn, keine Ahnung, eine andere medizinische Versorgung etabliert wird. Und das hat irrsinnig viel mit Partizipation zu tun, nämlich die Leitfragen. Und das ist unbequem für etablierte Systeme, weil da wird es schwammig, ja, das kann ich nicht mehr aus der Rathausstube heraus entscheiden, was die Leute gut tut, sondern das weiß ich nicht, was rauskommt, wenn es darum geht. Und Machtverlust, da kämpfe ich an Macht verlieren, ich kann nicht mehr autokratisch entscheiden. Sehe ich auch wieder positiv, weil da tut sich viel im großen Teil Österreichs oder aus der ganzen, oder sogar in der westlichen, wohlhabenden Welt, wo Partizipation und damit subjektive Dinge mehr in den Vordergrund kommen. In unserer existierenden Politik sind nach wie vor die objektiven Bedingungen bei weitem im Vordergrund. Wenn Leute über Sozialpolitik diskutieren, geht es nicht darum, wie es den Menschen geht, den Individuen, die das soziale System bilden, sondern es kommen fast nur Euros vor. Wird mehr Geld und da weniger, und die ganze Argumentation dreht sich um Finanzmittel. Dann eine Erkenntnis aus der Glücksforschung, die eben, das ist eine ganz klare, dass immaterieller Konsum, also Konsum in Anführungszeichen, gute Bücher lesen, in der Natur spazieren gehen und so weiter, das Glück wesentlich stärker fördert als der materielle. Das steht der nächste Tag, genau, die Erhöhung der Lebensqualität durch ressourcenschonende Konsumartikel. Und damit kommt man gleich, wenn man in die Richtung geht, in eine insgesamt positive Entwicklung, nämlich dann werden aber mal lokale und regionale Produkte einem wichtiger, interessieren an mehr. Sie sollen ökologisch und nachhaltig hergestellt werden. Es geht auch um Beziehungen zwischen Produzenten, Händlern und Konsumenten, Produzentinnen, Händlerinnen und Konsumentinnen, wo weniger Ressourcen bewegt werden, wo längere Minuten, längerlebige Produkte verwendet werden und so weiter. Und dazu gibt es Forschung ebenfalls, die kulturell-kreativen Lohas heißt Lifestyle of Health, das wird auch beforscht, und da tut sich wirklich was. Ich weiß gar nicht, welche Folie ich noch habe, aber ich schaue, dass ich schnell drüber komme. Der Kernpunkt, ja, also Wettbewerb versus Kooperation, das ist ja vorhin schon irgendwie vorgekommen. Das erste kam schon vor. Was nicht so deutlich ich noch gesagt habe, ist die Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Ich war im vorigen Jahr, glaube ich, war es auf einer einjährigen Konferenz in der Nationalbank, gemeinsam mit der Arbeiterkammer veranstaltet, Dimensionen der Ungleichheit in der EU. Da kann man Hass laufen, wenn man sich das anhört. Da sind lauter Verteilungsforscherinnen, waren Frauen auch dabei, aufgetreten, die lange schon das beforschen. Und der Befund ist arg. Ja, die Verteilungsungerechtigkeit ist in den letzten Jahrzehnten sowas von dramatisch gestiegen oder die Gerechtigkeit gesunken, dass es fast unerträglich ist. Und was ich nicht wusste, war einer der Befunde, die Bundesrepublik Deutschland hat mit dem Kabinett Schröder II die Briten überholt, was Ungerechtigkeit betrifft, und ist die Nummer 2 auf der Welt. Österreich scheint nicht so schlimm beieinander zu sein. Was ganz moderne Wissenschaften einem dazu mitteilen ist, und das freut mich, weil das kommt aus naturwissenschaftlicher Ecke auf einmal daher, dass die Neurobiologie
die Schlussfolgerung gezogen hat, dass das Wettbewerbsverhalten nicht der biologische Antrieb des Lebens ist, dass der Darwinismus eine Interpretation von Darwin ist, die der Darwin gar nicht gemeint hat. Wenn man seine Werke liest, sagen jene, kann man das eindeutig feststellen, sondern dass die Kooperation die Haupttriebfeder menschlichen Verhaltens ist. Da gibt es wirklich Joachim Bauer, Prinzip Menschlichkeit oder so ähnliche. Ja, da gibt es Leute, die nicht so selektiv die Botschaften herauspicken wie der Joachim Bauer und etwas seriöser unterwegs sind. Ist die Frage, ob man deswegen den Joachim Bauer unseriös nennen sollte? Ja, er ist es teilweise. Ich finde ihn seriös. Lass ihn auch nicht. Ja, okay. Na, wie auch immer, es gibt diese Schule, ich erzähle über sie, egal wie sie oder wer sie von uns mehr mag oder weniger. Sie haben sogar den Begriff Social Brain geboren, nämlich die Aussage, dass das ursprüngliche Leitmotiv des menschlichen Handelns die Kooperation ist und dass wir in der Evolution nicht die stärkeren Individuen gewonnen haben, sondern die besseren Kooperationen. Ja, aber auch diese Art von Kooperation hat zum Ausschalten von anderen in der Kooperation nicht so gut bestehenden Individuen und Gruppen geführt. Das muss man immer dazu sagen. Ja, natürlich, klar. Nur es ist schon ein Unterschied, ob ich sage. Also, nur um zu sagen, Kooperation richtet sich auch immer gegen irgendetwas oder irgendjemand. Das ist das. Unterstreiche ich nicht. Das ist die negative Seite der Geschichte. Das unterschreibe ich nicht. Aber vielleicht diskutieren wir es, wann die Kassetten aus. Okay, gut. Jedenfalls glaube ich, was man schon sagen kann, oder Einvernehmen herstellen kann, dass eine neue Balance von Kooperation und Wettbewerb mit einem Fokus, dass die Lebensqualität für alle steigen möge, erstrebenswert ist. Das ist zumindest unser Vorschlag. Und man könnte im Wettbewerb eben andere man kann ja sagen, ich will nicht der Gescheiteste und der Reichste sein, sondern ich will der Lustigste sein. Den ich leider am liebsten mögen, weil ich so lustig bin. Dann habe ich zumindest eine andere Zielsetzung, die mehr sozial ist und mehr Einvernehmen mit den anderen schafft. Jetzt bin ich langsam, daher werde ich die Kapitalformen überspringen, sondern nur, oder was muss anmachen, jedenfalls zwei Beispiele, wo es um Bedürfnisse und Strategien geht. Das ist das Kernergebnis der Bedürfnisforschung ist, der Mensch neigt sehr dazu, Bedürfnisse und Strategien zur Befriedigung von Bedürfnissen zu verwechseln. Und wenn man sich mit sich selber beschäftigt oder auch mit anderen, dann kann man da ungeheuer erhellende Erkenntnisse gewinnen, wenn man sagt, ich will nicht deswegen in Wirklichkeit, also es ist nicht wirklich ein Bedürfnis von mir, ein Auto zu besitzen, sondern in Wirklichkeit geht es mir um Anerkennung, um Teilhabe, zum Beispiel um diese zwei Dinge. Weil dann kann ich sagen, jetzt überlege ich mal, wie könnte ich Anerkennung und Teilhabe auch anders gewinnen, und das ist aus meiner Sicht unglaublich befreiend dann, weil dann merkt man, ich habe ja eine ganze Palette, ich kann ja so viele verschiedene Dinge tun. Und mit meinen budgetären Mitteln mache ich mir jetzt das Bestmögliche und das ist dann die Idee für mich dahinter zu sagen, ich mache das ökologisch und sozial verträglichste. Das ist genauso meine Bedürfnisse befriedigt. So, und der Nico P., Ökonom in Oldenburg, hat da zwei Beispiele, ich weiß nicht, ob ich jetzt beide in der Präsentation habe. Das eine ist Garten. Das ist nicht ein Bedürfnis, das ist auch schon eine Strategie, aber wie auch immer. Wenn mein Ziel Garten ist, dann kann ich entweder am linken Ende mich befinden, einen gemähten Rasen am eigenen Haus haben und alle Geräte vom Rasenmäher bis zum Vertikutierer immer neueste Bauart, höchste PS-Zahl und so weiter haben. Oder stufenweise mich nach rechts bewegen und letztendlich lebe ich in einer naturbelassenen Umgebung, in einem wilden Garten, den ich mit anderen gemeinsam habe. So, was jedenfalls passiert ist, wenn ich in die Richtung bewege, ist einerseits, dass der ökologische Impact kleiner wird, aber andererseits, was da nicht aufgetragen ist, weil es ja nicht so dazu geschrieben hat, das soziale Zusammenhalt steigt, weil ich mit anderen gemeinsam. Und das ist das Schöne aus meiner Sicht, dass ökologisches und soziales miteinander rennen, wenn man nur losmarschiert, weil je mehr ökologischer ich werde, umso mehr geht es darum, dass ich mit anderen teile und umso mehr sozialen Zusammenhalt mit anderen kann ich bekommen. Das ist auch so, das ist eine ziemlich extreme Geschichte, ne? Ich kann am Wochenende allein mit dem Flugzeug nach Rom fliegen oder landen und eine Shoppingpartie machen, oder ich kann mit Freunden zu Fuß spazieren gehen und nicht einmal brauchen dafür.
Und dazwischen gibt es viele Übergänge.